Ja, wenn wir sonntags golfen, auch immer ein bisschen die Katholiken unter uns beachten, also ich bin einer und wir haben mit Franziskus jetzt schon die Vereinbarung getroffen, entweder in die Kirche oder in demütiger Haltung auf dem Golfplatz. Und das können wir dann entsprechend einfach hier, wenn wir golfen. Das ist auch gar nicht so ein Problem, ja, weil dann stören ja auch die Beine nicht. Ja, weil viele wissen ja gar nicht hin, wohin mit ihren Füßen. Und deswegen versuchen wir das einfach aus dem Knie. Ganz einfach. Ja, wer Probleme hat, seine Hüfte nicht so richtig ist ja auch näher am Ball. Es zeigt aber, dass offensichtlich den Händen und der Arm-Hand-Koordination viel mehr Bedeutung zukommt als dem Körper. Und je mehr Sie das steuern können, umso besser werden Sie Ihre Schläge können. Und Sie dürfen weiterhin Kirchensteuer bezahlen und müssen nicht in die Kirche. Also dieses demütige Beten ist eine wichtige Angelegenheit. Es sind ja einige Nicht-Golfer unter Ihnen hier. Und wenn Sie dann mal mit einem sogenannten Golfer auf den Golfplatz gehen, der zeigt Ihnen ja, wie das so alles geht. Ja. Sie müssen am Anfang natürlich demutsvoll zuhören, aber ganz vieles, was die Golfer Ihnen sagen, ist nicht ganz so richtig. Das ist ja auch normal, weil eigene Empfindung ist immer im Vordergrund und nicht so sehr vielleicht, was objektiv richtig ist. Je eher, und gerade wenn Sie später anfangen zu golfen, Sie in professionelle Hand kommen, umso schneller werden Sie es erlernen. Das ist wichtig. Auf dem ersten Loch, auf dem ersten Schlag pro Bahn darf man den Ball auf so ein Tee, auf ein Holzstück legen. Der Ball ist dann eben höher in der Luft und der Golfer versucht natürlich den Ball sehr, sehr weit zu schlagen, stellen sich dann gerne ein bisschen breit hin, ja, holen weit aus, ja, setzen die Hüfte ein, schieben den Schläger immer nach vorne ins Ziel. Weiterstand mit Sicherheit. Wenn man so weit ausholt, ist gut, kann man noch mal gucken, ob es der Schläger ist, den man noch aus der Tasche rausgeholt hat. Das ist ganz praktisch. Ja, also weit ausholen, Beine einsetzen, den Schläger nach vorne ziehen. Und dann wird das natürlich toll gelingen. Du hast den Tee weggeschlagen. Oh, ehrlich. Obwohl ich alles richtig gemacht habe. Ich habe weit ausgeholt, geguckt. Und dann kommt eben die landläufige Meinung auf. Und das ist ja verständlich. Und das wird Ihnen dann von den Golfern gesagt. Sie hätten zu hoch aufgeteet. Deswegen würde der Schläger uns drunter durchgegangen sein. Das kenne ich auch. Wollen wir mal gucken, ob das stimmt. Weil wie wäre es denn dann mit diesen Tees? Jetzt habe ich ja vielleicht sicherlich zu hoch aufgeteet. Aber wir wollen mal gucken, ob das so stimmt. Mit dem zu hoch aufziehen. Bist du denn sicher, dass der... Endlich mal ein Tee, bei dem ich keine Rückenschmerzen kriege, oder? Yes. Gut. Jetzt kommt Maximilian. Wir haben ja mit dem Argument zu kämpfen, dass Golf so viel Zeit braucht. Und natürlich machen wir uns Gedanken, wie können wir die Übungszeit halbieren. Und da haben wir uns einmal überlegt, wenn Sie 2 Bälle gleichzeitig immer schlagen, dann brauchen Sie nur die Hälfte der Zeit. Ja? Wenn Sie es richtig machen, fliegen auch beide Bälle wunderbar. Ja, wenn Sie es richtig machen, fliegen beide Bälle. Der eine huckt dann und der andere slice. Oh. Nochmal. Einmal noch.
kurz. Das Schwierigste bei Jensen ist, den Ball auf den anderen zu kriegen. Neulich hatten wir Boris Becker bei uns zu Besuch und der ist ja im Dilemma der beiden Sportarten. Er würde eigentlich viel lieber golfen, als da mit den alten Herren da noch in den Schläger springen, aber immerhin ist er ja dafür bekannt und je mehr Zeit auf dem Golfplatz verbringt, umso weniger macht er sein Tennis. Und dann hat er uns halt gefragt, ob wir ihm nicht vielleicht Trainingsspiele entwickeln können, dass er beides trainiert. Und dann haben wir halt ein bisschen drüber nachgedacht und dann haben wir ihm dann folgende Sache beigebracht, dass er halt den einen Ball mit dem Golfschläger wegspielt und den anderen dann mit dem Tennisschläger. Und das ist hohe Kunst. Sie erkennen also, wenn Sie dieses kleine bisschen Fassen, Stehen und Schwingen gelernt haben, dann haben Sie sofort eine lebendige Lust, auch sich selbst Trickschläge auszudenken. Wir hoffen, dass wir ein bisschen zeigen konnten, was am Ende die Faszination ausmacht. Wir können das hier wunderbar üben und erlernen oder auch bei uns oben auf dem Hardenberg. Wir sind immer für Sie da, auch mit Kindern. Wir haben spezielles Kinder-Jugendtraining, das sehr spielerisch ist. Wir haben oben diesen Kurzplatz, den alle, die hier unten nutzen, die hier unten schon ein bisschen gespielt haben, sofort ohne Mitgliedschaft nutzen können. Also laden Sie Ihre Freunde ein, kommen Sie einfach mal raus. Entdecken Sie Golf als eine Familiensportart, bei der der Opa mit dem Enkel und Weiblein mit Männlein, alle können zusammen perfekt spielen. Es macht unendlich viel Spaß und ist zum Glück mittlerweile ein bisschen aus dieser schlechten, elitären Kiste heraus. Es ist natürlich so, dass es viele Jahre als diese elitäre Sportart verschrien ist, aber mittlerweile sind die Einstiegspreise moderat, das Equipment ist nicht mehr so teuer, vergleichbar mit Tennis, vergleichbar mit Skifahren. Viel Spaß heute noch, wir helfen Ihnen jetzt gerne ein bisschen bei Ihren eigenen Versuchen. Und ansonsten entweder hier oder oben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.